Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play God of War 3 Remastered auf Pelzig. So, Dilla. Jetzt gucken wir uns doch hier nochmal um. Ist nix, alles klar. Dann gucken wir doch mal, was wir hier machen können. Nichts Gutes, wie es aussieht. Das Gegengewicht geht jetzt noch runter. Oh, ich muss hier weg anscheinend, oder? Ja, da komme ich ja nicht dran. Da habe ich mal was ausgelöst. Einmal Wurzeln weggemacht. Okay, stabiles Grundprinzip für einen Mechanismus, wenn Wurzeln ausreichen, um sowas auszulösen. Aber ich bin ja zum Glück nicht Architekt von dem Ding. So, wo sind wir denn jetzt? Ich sehe mich schon gar nicht mehr. Aha. Huch, halt, ich bin der Mitfahrer. Wird wohl nichts mit Mitfahrer. Ja. So, noch einmal. So, schon besser. Ja, wo müssen wir? Ah, da müssen wir hier. Was mal los? So. Da kriegst du ja selber schon den Dormel, wenn du mal zuguckst. So, nochmal Wurzeln. Bin immer gespannt, ob hier auch wieder irgendein Gott-Boss auf uns wartet. In dem Höhlesystem. Ah ja, jetzt kommen mal endlich Gegner vorbei. Hi Jungs. Hab ich schon gefragt, wo ihr seid. Ich habe schon seit 5 Minuten keiner mehr umgebracht. Deswegen war schon etwas skurril hier im Spiel, ohne dass ich mich durch was durchprügeln muss. So. Hoi. Okay. Jesus. Okay, Minotaura. Ey. Macht dann ihr, du riechst das? Was das muss sein? Was das Scheiß muss sein, lass mal die Kette in Ruhe. So. Okay. Jetzt erstmal zu dir, du Ekeltyp. So. Ich weiß nicht, was er gerade macht, aber... Ah, okay, das liegt daran, dass die gepanzert sind. Deswegen kriegen sie nicht die Klinge in die Schnauze, sondern kriegen gleich die Genickzwirbler verpasst. Ja, der verteidigt doch, das ist ja eklig. Ey, jetzt ist aber mal Schluss hier. Mächtige Kuh. So, jetzt geht's mal gleich da... Oh, schade. Eigentlich wollte ich 8 Genickzwirbler machen, aber okay. Gut, an die Kette darf anscheinend niemand dran, ne? Sonst stürzt sich nämlich ab mit meinem riese DHL-Paket, auf dem ich hier stehe. Das wird allmählich auch heiß hier, das Eisen. Oh! Da hinten steht die ganze Bogenschütze-Armee auf dem Karton bereit. So. Jetzt aber mal Schluss hier. Freunde der Nacht. So. Apropos. Pumpt man den Freund der Nacht noch ein bisschen was rein? Und hoch mit uns. Wieder 2. Da kannst du mal aufhören, das Ding in zu greifen, du ekelhafter Kuhmensch. Ich glaube, es hackt. I think it hacks. Und zwar nicht auf die Kette drauf, Hacker. Hässlicher Kuhmensch. So. Riese Rindvieh. So, jetzt zu dir. Munotaurus. Ups, das war dumm. Was war Geräusche? Und Genickzwirbler am Horn. So.
Na, den Zweiter kriege ich nie mit dem Finisher hier. Kommt jetzt so wieder eine Chimera? Nee. Ein Cerberus Bastard? Ja. Gleich mal wieder einen Kopf abgerobbt. Ah, ja, ist sehr schön. Das ist mir doch erheblich lieber. Geh fort, Kuhmensch. Du sollst dir noch ein bisschen was Reisekratos. Okay, der hatte nur eine gewisse Zeit unter Kontrolle, wie es aussieht. Ah, na. Was ein olvarer Typ. Ich habe es übrigens bei Resident Evil 2 Remake erklärt, falls ihr das gesehen habt. Olva, oder wer es noch erkläre, ich weiß gar nicht, wie es gerade so synchron so dazu läuft. Olva heißt auf Pelzig so viel wie derb, ja, derb und wüst ist auch noch so ein schönes Wort für wüst, brutal, derb. Oh, das gibt ja alleweil so richtig schöne Viererei. So 4 gewinnt-mäßig. Ach, Hermes. Wen haben wir denn da? Kratos, der gefallene Gott. Geist, Spartas, der verfluchte Sterbliche. Meine von Zeus Schmeißfliegen zu fangen, fehlt mir die Zeit, Hermes. So spricht ein Feigling, Kratos. Du fängst mich nicht, weil du weißt, dass du es nicht kannst. Der kommt aber auch vom anderen Ufer des Stücks, oder? Kratos, wo geht's denn heute hin? Spaß. Wieder Familienmitglieder umbringen? Ach stimmt, ja, dieses Mal deinen Vater Zeus. Alter, was ein Spacko. Vergiss es, das wird nichts. Kratos in unmöglicher Mission. Mal wieder. Nie wird er es lernen, nie wird er es sehen. Kratos ermordet sein eigenes Fleisch und Blut. Kratos, Göttertor und Tor der Menschenbrut. Auf immer, immer verdammt. Auf immer, immer verloren. Verzehrt von Rache und brennendem Zorn. Der Spartaner läuft auf zum Todesdorn. Okay, da habe ich Bock drauf, den umzubringen. Wenn ich mal den so angucke, da habe ich Bock drauf, den umzubringen. Ja. Hermes an sich ein relativ cooler Gott. Herkes, genau. Hermes bzw. Merkur im Römischen. Eigentlich auch so der Gott der Kaufleute, der Diebe, aber auch, das ist an sich ein relativ cooler Gott, wie ich finde. Der hat auch in Gallier besonders große Verehrung gefunden. An sich mag ich Hermes, aber hier in dem Spiel ist er mal schrecklich unsympathisch. Das ist so eine arrogante, ich traue mich so gar nicht zur Sache aufgrund von Gender-Gedönsen, alles was es so heutzutage gibt, aber es ist eine richtige Tucke. Also sorry, aber mir fällt kein besseres Wort als eine richtige Tucke. Der sagt man von seiner Art nicht sonderlich zu, der Typ. Ich weiß, das soll so ein bisschen spielerisch, auslachend und hämisch wirken, aber es kommt für mich immer nur so, ich liebe sie, Lord Alban Share. Ja, Lord Alban Broke, ich sie ebenfalls. Mua. Naja, das ist immer so ein gewisser Grad, an dem man nur wandelt, aber ich weiß nicht, er ist mir nicht sonderlich sympathisch hier nach dem Auftritt. Ah, das sind wir ja schon, das Feuer des Olymps. Ich hätte mir es irgendwie rot und orange vorgestellt. Also sorry, falls sich hier irgendjemand von meinen Zuschauern auf die Füße getappt sein sollte. Das ist nicht meine Absicht, hier irgendjemand zu verhöhnen Doras Büchse? oder lächerlich zu machen. Was bedeutet das alles? Deine Augen trügen dich nicht, Kratos. Es ist dieselbe Büchse, die du einst geöffnet hast. Sie birgt noch immer die Macht, einen Gott zu töten. Ich befreite diese Macht beim Sieg über Ares. Nein, gefangen in dieser Büchse ist eine noch stärkere Macht. Eine einst irdische Macht. Alles begann mit Zeus' Triumph über die Titanen im großen Krieg. Zeus erkannte, die Übel aus jenem Krieg würden ungebändigt die Welt der Menschen und Götter vernichten. Zur Bändigung der Übel befahl Zeus Hephaistos, ein Gefäß zu bauen, das stark genug dafür war. Angst, Gier, Hass, alle sperrte er in die Büchse, in der Hoffnung, sie mögen nie wieder seine Herrschaft bedrohen.
Beim Öffnen der Büchse im Kampf gegen Ares hast du verbotene Mächte benutzt. Nach deinem großen Sieg floss Angst in Zeus. Aber das Feuer ist tödlich. Wie komme ich dann an die Büchse? Mit ihrer Namensschwester Kratos. Pandora. Sie ist der Schlüssel zur Vernichtung des Feuers. Der Schlüssel zu unserer Rache. Es wird schwierig, Spartaner. Mit einem Kind werde ich schon fertig werden, Athene. Ich hoffe, du hast recht, Geist Spartas. Der Wurstsalat vom Ackermanns Heinz ist da auch noch mit drin. Ja, auf jeden Fall, ich befürchte, da Hephaistos seine Pandora immer und immer wieder aus Bronze gießt in der Unterwelt, dass wir wahrscheinlich nochmal zu dem zurück müssen. Büchse der Pandora, in ihr schlummert die Macht, die einen Gott töten kann. Ja, Pandora ist ja tatsächlich von Hephaistos, ach, in der griechischen Mythologie. Ich glaube, die wurde aus Lehm aber gefertigt und nicht aus Bronze. Die Worte auf den Seiten sind unkenntlich und nicht lesbar. Mhm. Okay. Dann die Worte ebenfalls nicht lesbar. Ja, es ist eigentlich ein Buch, was ich sehr gut sehen kann, dass da was drauf steht, aber allerhaupt, warum nicht? Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass ich hier niemand von meinen Zuschauern auf die Zehe getreten bin mit meiner Aussage. Weil es ist nicht meine Absicht, hier Leute mit einer sexuellen Orientierung an den Pranger zu stellen. Garantiert nicht. Nur wenn ich Tucke sage, dann meine ich halt wirklich diese Art. Diese Art ist halt so das, was man im Englischen so klassisch als gay bezeichnet. Was aber auch als gay ist ja eigentlich auch im ursprüngliche Bedeutung eigentlich auch fröhlich, ne? Zum Beispiel das Flugzeug, die Enola Gay. Das bezeichnet die ursprünglich auch so eine Art von gewisser Fröhlichkeit, aber im Deutschen gibt es dafür leider keinerlei Begriff, der dem gleichkommt, weil dieses dieses schelmische, fröhliche, das ist ja eigentlich auch etwas, was man im englischen Spruchgebrauch auch als gay bezeichnet. Von daher, es ist mal kein adäquates deutsches Wort zu dieser verspielte, dandy-artige Fröhlichkeit eingefallen, weswegen ich halt einfach das Wort, okay, kann ich ja benutzen, das Wort Tucke nur in den Sinn komme ist, und das ist ja im deutschen Spruchbegriff eigentlich, ach, okay, ist verschlossen, geht nur noch der Weg, ist im Deutschen eigentlich auch stark negativ geprägt, aber wie gesagt, sorry, falls sich jemand beleidigt fühlen sollte. Es ist nie beleidigend gemeint, wenn ich hier sowas raushau. So, gerade auch in heutiger Zeit, wo sowas immer komplizierter wird, dass man bloß aufpassen muss, was man sagen muss, damit man niemand auf den Schlips tritt. Das ist schon etwas gefährlich halt so das. Vor allem, wenn man sowas auch noch auf YouTube veröffentlicht. Ja, schön sieht's aus mittlerweile, dort durch Poseidons Tod. Ist es Meer die ganze Zeit am Aufbrause und am Stürmer. Es gibt kein Sonne mehr, sondern nur noch Nacht. Interessant, ins Chaos gestürzt. Die Menschheit hat den Tod von Poseidon, Hades und Helios teuer bezahlen müssen. Fluten haben die Lande verschlungen und der Himmel bringt nichts als Wolken und ungezügelte Stürme hervor. Ja, toll sieht's aus. Achso, Helios Kopf soll ich benutzen. Okay. Ja, da hat Kratos natürlich überhaupt keinen Mist gebaut, ne? Der doch nicht. Warte mal. So, hier. Jetzt ich hier. Ja, ist so gut. Ich weiß, dass ich da wieder runter soll, aber ich hab mir vielleicht gedacht, eventuell verschwindet es dann. Nee, schade. Ich kann anscheinend kein Thumbnail von dem verwüsteten Land machen. Vielleicht dennoch. Okay. Ich vermute nur ganz steil, dass ich hier ein paar Zusatzinfos kriege. Ja, da ist was. Wahrscheinlich fange ich von hinten nach vorne an, wenn ich mir das so angucke. Kann ich mir offensichtlich ein paar Infos holen. Herz des Labyrinths. Im Herzen des Labyrinths schlägt eine Kraft stark genug, um selbst das Feuer des Olymps zu löschen und die Mächte darin bloßzulegen. So.
Ja, kreisch da mal einer. Rad der Bürden. Unter dem Gewicht des Olymps ist das Rad der Bürden nur schwer zu bewegen und erfordert ein großes Opfer, um das Herz des Labyrinths zu befreien. Okay, ich soll am Rad drehen. Was sehen wir hier? Die Musen. Musik birgt Wahrheit für jene, die sie hören wollen. Bei Anstimmung des Musenlieds wird die Last des Olymps erleichtert. Ah, hi Hermes. Du magst stark sein, aber schnell bist du nicht. Das stimmt. Müssen wir. Es gibt ja so saudumm zu lachen. Ich meine, das muss ich ja gar nicht rausfinden. Ich weiß, dass der schneller ist als ich. Er hat ja auch die tolle Hermes-Stiefel. Ja, der kann wohl Pause machen. Du hattest Glück im Kampf, Spartaner. Doch dein Glück endet heute. Ja, darf ich ihn umbringen endlich? Geht man nämlich jetzt schon gewaltig auf die Kletz. So. So, kannst du mich mal am Berzel lecken. Ich will noch die rechtliche Texte lesen. So. Ich möchte nicht in die Richtung gucken. Ich würde ganz gern hier noch weiterlesen. Nur so nebenbei. Ne? Als echter Bücherfreund will ich auch alles lesen hier. Richter des Hades. In der Richterhände liegt das Schicksal des Olymps. Denn sie sind es, die die große Kette und ihre Loslösung kontrollieren. Ich habe die Befürchtung, wir müssen nochmal in die Unterwelt zurück. Aber ich hoffe, wir kommen dann etwas schneller hoch als hier bei dem Aufstieg. So. Gleichgewicht der Mächte. Die Musen lenken die Seelen im Leben, die 3 Richter im Tode. Und im Reich dazwischen lenkt der Schlüssel des Feuers, das Gleichgewicht der Mächte. Dumm gebabbelt ist gleich. So, Helios, so schnoffer uns. So, bitte. Das Feuer des Olymps. Den Tod erwartet, wer das Feuer berührt. Gott wie Sterblicher. Doch selbst diese Macht verblasst gegen die, die sich in seinem Innern verbirgt. Jo, da drin ist ja auch immer hier die Truhe voll mit Wurstsalat vom Ackermannsheinz. Das kann ich verstehen. Da widersteht weder Mensch noch Gott. So, dann speichern wir jetzt aber auch nochmal. Bedum. Kammer des Feuers, genau. Und ich würde sagen, ihr liebe Leute, ich mache tatsächlich jetzt auch schon mal meinen Cut, weil es wird jetzt wahrscheinlich eine Verfolgungsjagd mit Hermes beginnen, bei der ich höchstwahrscheinlich nicht mithalten kann und die höchstwahrscheinlich auch ein bisschen länger als 2 Minuten dauert. Deswegen möchte ich mal jetzt gerade nochmal hier auf der Plattform das Ganze angucken, damit ich hier noch ein schönes Thumbnail kriege, ohne den doofen störenden Text mit Helios Kopf benutze. Ja, reizend sieht es hier aus, definitiv. Und vielleicht dann nochmal nach vorne gucken. Ja, gibt auch ein schönes Thumbnail ab. Und dann würde ich sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play God of War 3 Remastered auf Pelzig, wo wir dann direkt Hermes hinterher rennen und mal gucken, wie schnell der Typ wirklich ist und wie wir den platt kriegen. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.